der Schutz vom Bürger als die vierdringlichste, als die erste Aufgabe vom Staat. Das ist zwar schrecklich, dass man so ein Gesetz brauchen wie der Teil, mit das gut, dass man das kriegen. Wie mir die Verfassung gerne tun, für die Regierung eine Krisefälle weitestgehend Pouvoiren zuzugestohlen, sollte mir als RDR, das wir an Eisenern der falsche Weg. Wenn ihr wisst, wie eine Bedrohung dabei zukommen, da wäre es besser, das Aro mit Ermos zur Zeit zu machen. Der Gesetzgeber soll es machen, soll entsprechend Instrumente schärfen, hey, als ein davon. Das ist das Einzige an der Prävention, ich komme drauf. Durch das Gesetz, was Terrorismusbekämpfung angeht, machen wir einen ersten Schritt. Wenn ihr mir als Student oder Junge nach Foucault und andere Kollegen in Bande geht es selbst gesagt hat für rund 30 Jahre, wir geben enges das ein Gesetz zustimmen, was so weitgehend Pouvoir in dem Staat gibt. Abhebung vom Briefgeheimnis, Auflauschaktionen daheim am Auto, Infiltration an Computern und so weiter und so fort. Wir hätten die Leute für verrückt erklärt. An Haut stehen ich aber hier also, das ist gut, dass wir das Gesetz kriegen. Wir kriegen nicht, weil es nötig ist. Keine andere Partei, keine von unseren Parteien gibt dem Gesetz zustimmen, weil nicht leider Gottes Butter nötig wird. Und da kommen wir zum Thema Prävention. Wie eine Ideologie dem verblendenden islamistischen Terror zugrunde leitet, kann wahrscheinlich keiner von uns rational verstehen. Gouf nicht verhindert, mir gouf gefördert durch den Fakt, dass Hunderttausende Menschen unter dem Begriff Flüchtling an die EU kommen, die nicht erfasst gofen. Weder ihre Identität, ihre Nationalität, ihr Herkunftsland, ihre Wohnort, mir schwätzen wir gar nicht vom richtigen Alter oder vom Fangerauftrag. A Violation von nationalen und internationalen Texten sind die an die EU gekommen. Viele von diesen Menschen sind keine Asylanten am Sinn vom Asylrecht, was indiskutabel all Mensch zusteht und zustehen muss, den an seinem Land, wenn es seiner politischer Erstellung, seiner Religion, seiner sexuellen Ausrichtung und so weiter verfolgt wird. An einem sein Leben bangen muss. Sie sind noch oft kein Kriegsflüchtlinge am Sinn von der Genfer Konvention. Leute, denen indiskutabel temporäre Schutz zu gewähren ist, bis sie nicht heimkommen, die Situation, die mir selber hier am Land für uns 2 Generationen mitgemacht haben. Die meisten Migranten, die das menschlich durchaus ehrbar und nachvollziehbar Ziel verfolgen, für sich, ihre Familien oder ihre Dorfgemeinschaft eine bessere Zukunft zu sichern, am materiellen Wohlstand. Also selbstverständlich sind das Sozialmigranten nicht doch fies Krimineller, auch schon gar nicht Terroristen, auch wenn sie selbstverständlich eine enorme Belastung für die Sozialkohäsion von unserer Gesellschaft, auch von unseren Sozialsystemen durchstellen. Wir eben auch Terroristen profitieren vom Fett, dass als EU-Außengrenzen nicht gesichert sind. Da als Krux-Welle für Prävention schwätzen. Mindestens 2 von den Attentätern von Paris und Bataclan sind als Flüchtlinge über die Insel Leros an Europa angereist, genau wie 2 weitere Membres von genau der IS-Terrorzelle. Wenigstens eine Dose weiter IS-Terroristen sind mit ähnlichen gefälschten Pässen an Europa kommen. Wir wissen nicht, wo sie sich befinden. Sie leben unerkannt mit den Innereis. Ein von den Terroristen von Bresel, März 2016, kam als Bootsflüchtling aus der Türkei. Das Attentat auf die Londoner Metro, auf der Christmärkte bei der Berliner Gedächtniskirche, die von Ansbach und von Würzburg. Sie all gaufen von so infiltrierten islamistischen Terroristen verübt. Ähnlich wie durch Methoden, die das Gesetz vorgesehen, können wir Eis nicht schützen, können wir als Bürger nicht schützen, können wir als im vordringlichen Staatsauftrag nicht gerecht gehen. Mit zu der Prävention gehört auch endlich eine seriöse Überwachung von unseren EU-Außengrenzen. Es ist schrecklich, dass wir das Gesetz brauchen, und das ist gut, dass wir es heute kriegen.